Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama aus Thun. Und das haben wir heute für Sie alles bereit. Die Berner Tourismusdirektorin hat sich einen Tag lang als Kabinenführerin versucht und bei der Kunstsammlung Untersee gibt es erneut eine stille Zeit. Vorher schauen wir noch kurz die heutigen News an. Im Februar soll über mildere Regeln diskutiert werden. Die Quarantäne- und Homeoffice-Pflicht gilt bis Ende Februar. 2G- und 2G+-Regeln anfangen bis Ende März. Das hat der Bundesrat beschlossen. Auf weitergehende Massnahmen verzichtet er wie erwartet. Schon gleich sollen erste grosse Lockerungsschritte skizziert werden. Krisenvorbereitung. Der Kanton Bern soll handlungsfähig bleiben. Damit er in Krisensituationen alle wichtigen Leistungen für die Bevölkerung, Wirtschaft und Politik möglichst gut bringen kann, hat der Kanton Bern ein Projekt zur Optimierung des Business Continuity Management gestartet. Fahrkosten liegen im europäischen Mittelfeld. Im öffentlichen Verkehr in der Schweiz liegen die Preise laut einer Studie im internationalen Vergleich im Durchschnitt. Mit dem GA gäbe es sogar ein sehr günstiges Pauschalangebot für das gesamte Verkehrsnetz, was im Ländervergleich einzigartig ist. Um mal ein bisschen näher an ihren Gästen dran zu sein, hat sich Pascal Bergler, Direktorin von Made in Bern, der Dachmarketingorganisation vom Kanton Bern, einen Tag lang als Kabinenführerin bei den Bergbahnen Meiringen-Oberhasli versucht. Dabei hat sie gemerkt, dass der Job deutlich komplizierter ist, als man meinen könnte. Ich habe sie dabei begleitet. Achtung, Sie alle drinnen. Guten Morgen miteinander. Ich mache einen Schnuppertag als Kabinenführerin hier in Hasliberg. Nein, das habe ich noch nie gemacht. Ich bin natürlich auch Gast in diesem Sinne. Ich gehe sehr viel in die Berge, sehr viel Skifahren auch, aber immer Mitfahrerin. Und heute kann ich mal die andere Seite kennenlernen. Es ist gleich noch komplex im Sinne, dass der Kabinenführer sehr viel muss im Auge haben, seine Gäste betreuen. Es hat immer irgendjemand, der nicht durch das Drehkreuz kann oder irgendwie so. Also es ist, glaube ich, wirklich ein Kontakt, der sehr nah ist bei den Gästen effektiv und durch das auch sehr wichtig natürlich. Ja, die vielleicht Knöpfchen muss man ja dann gleich daraus kommen und die Tableau de bord sozusagen. Also von dem her, ja, ich glaube, es bräuchte schon noch Momente, dass ich das ein bisschen besser könnte. Ziehen! Ja. Was gefällt Ihnen bis jetzt am besten? Ja, das Panorama, die Sonne, die Berge, es ist einfach wunderschön. Wirklich sehr, sehr schön. Gefällt mir. Gefällt, Daumen rauf. Also denken Sie jetzt vielleicht auch über einen Branchenwechsel nach? Warum nicht? Man weiss nie, was das Leben noch bringt. Das Panorama geniessen müssen. Da hoffen. Die Kunstsammlung Untersee eröffnet ihr Kulturjahr mit ihrer traditionellen Werksausstellung «Stille Zeit». Vom 15. Januar bis am 6. Februar sieht man dort Bilder, Skulpturen und Fotografien von Berner Oberländer Künstlerinnen und Künstlern. Bekannte und solche, die es noch werden wollen. Nora Devinisch hat es sich angeschaut. Die stille Zeit ist die Möglichkeit für viele Künstler, dass sie überhaupt mal ausstellen können. Das ist eigentlich unser Ziel, das man machen kann, eine Übersicht geben. Die Arrivierten haben eher die Möglichkeit, in die Galerie zu gehen, wo sie genommen werden. Es braucht aber auch wieder viel Werk von sehr guter Qualität. Und wenn man so mit maximal 4 Werken kommt, ist die Chancen sind da. Es gibt auch die Möglichkeit, eben, der Beitrag, den man zahlen muss, ist relativ gering und hat eine grosse Ausstrahlung. Von dem her gesehen ist es eine gute Gelegenheit, auch für Jüngere sich zu präsentieren. Dass Stille Zeit euch eine grosse Ausstrahlung hat, zeigt euch, dass euch
ein paar arrivierte Künstler eben immer wieder ausstellen. Wer ist dieses Jahr zu sehen von den Bekannteren? Also es hat der Christoph Flöck, es hat der Stefan Wertmüller, es hat der Ernst Hanke, der zum Beispiel immer wieder mitmachen. Ich habe das Gefühl, auch für einen arrivierten Künstler kann es interessant sein, mit Jungen ausstellen, mal zum Schauen und sich zu vergleichen. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Hat es Platz für Fotografie, hat es Platz für Skulpturen in stiller Zeit? Also wir sind offen für alles. Wir schreiben nicht vorschreiben, was für Techniken müssen sein. Es hat Fotografien. Das Jahr sind es 2 Frauen Fotografien gebracht haben. Es hat auch Sachen, die gestaltet sind. Also Holzschnitzereien hat es. Figuren von Theresia Otz. Es hat 2 grosse Figuren, die aus ganz besonderem Material gemacht wurden. Die Schneekönigin, die sind sehr beeindruckend. Und es hat auch solche, die aus Beton gemacht worden sind. Das war es mit dem Blick in den Tag und dem heutigen Panorama. Zu den einzelnen Themen finden Sie online, im E-Paper oder auf unserer Homepage noch die ausführlichen Artikel. Jetzt hören Sie noch das Wetter für unsere Medienhauskollegen. Merci fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ade miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Hier ist das Jungfrau-Zeitungswetter für das Berner Oberland am Mittwoch, am 19. Januar. Das Hochdieter hat sich heute zwar schon abgeschwächt, ist aber noch über weite Strecken wetterbestimmend gewesen. Abgesehen vom Nebellosigkeit war es noch lange Zeit sonnig, bis dann am Nachmittag die ersten Wolken von Westen her aufgezogen sind. Und das sind die Vorboten von dieser Kaltfront, die uns in der kommenden Nacht, also in der Nacht auf den Donnerstag, von Westen her erreicht. Und die bringt auch jetzt Schnee bis in tiefe Lagen. Morgen am Vormittag starten wir auch mit vielen Wolken in den Tag hinein, in den 20. Januar. Es schneit ab und zu ein bisschen, es gibt ein paar Zentimeter Neuschnee. Aufhellungen eher selten am Vormittag und die Temperaturen liegen hier in den tiefen Lagen morgen früh bei rund 1 Grad. Am Nachmittag dann veränderlich bewölkt. Es gibt zwischendurch Auflockerungen und der ein oder andere Sonnenstrahl. Es gibt aber am Nachmittag noch einzelne Schnee oder in den tiefen Lagen bei rund 3 Grad Schneeregenschauer. In Summe in der kommenden Nacht und morgen am Donnerstag in den Bergen rund 10 bis 20 cm Neuschnee. Nachher gibt es nicht mehr viel Schnee in den nächsten Tagen oder eigentlich gar keinen mehr. Am Freitag haben wir teilweise sonnige Verhältnisse. Es ist aber ziemlich kalt, Temperaturen maximal bei 0 bis 1 Grad. Samstag, Sonntag veränderlich bewölkt, meistens trocken oder eben nur ganz selten ein paar Schneeflocken bei rund 2 Grad. Und Anfangswoche haben wir dann ein neues Hoch. In den tiefen Lagen wird es teilweise hochneblig sein. Sonst gibt es aber dann in der Höhe wieder wunderschönes Wintersportwetter. Kann man sich also dann wieder auf Top-Verhältnis einstellen. Das war vom Wetter, meine Damen und Herren. Danke fürs Zuschauen und weiterhin eine gute Zeit.